Ja, ja, Leute, Sigurd und sein Killer-Kommando sind echt eine harte Nuss. Willkommen zurück zu Fire Emblem Engage, zur Nebenquest der Heilige Ritter. Wo man schon auf der Map sieht, wir haben schon einige Platt gemacht und ich habe mich da mal kurz mal noch informiert. Wir sind beiden Typen hier unten, wo ich letzte Folge dachte, habe es vielleicht ein bisschen zu kompliziert gemacht oder so. Aber ich kann soweit schon beruhigen, die beiden sind halt optional, das stimmt schon. Und je nach Schwierigkeit, wir spielen glaube ich immer noch auf, ich hoffe zumindest ist so, immer noch auf schwer. Ja, wenn natürlich du normal, leicht gibt es gar nicht, oder? Leicht und normal hast, sind die glaube ich auch ein bisschen schwächer. Ja, werden natürlich auch ein bisschen anders reagieren und so. Das stimmt soweit. Generell aber sind sie optional, man muss sie nicht machen. Trotzdem glaube ich, haben wir generell das schwierigste Kapitel auch schon hinter uns, zumindest was die Sidequest betrifft, weil da haben wir jetzt auch schon mal ein bisschen vorinformiert zu den anderen Sidequest-Kapiteln mit Micaiah und Roy und so. Die sind nicht so schwierig wie die. Also ich weiß nicht genau, was da noch alles kommt, im Detail von den Charakteren und so, oder sprich wegen Gegnertruppen, aber Sigurd-Kapitel ist schon generell eines der kniffligsten, sagt man. Und ich würde sagen, das gefällt mir. Wir hören hier auf und ich bin gespannt, ob Sigurd das auf uns zukommt oder nicht. Die Brücke müsste jetzt runtergehen. Ja, es kommen mehr Truppen, das hatten wir letzte Folge ja auch schon. Von Zeichenstal Mühe musste. Das sind so viele. Oh, der war noch gar nicht. Sigurd noch keinen Bock. Ja gut. Was auch krass finde, ist, dass wir hier noch irgendwie so ein Feld haben. Wo theoretisch ja draufstehen kannst und dann passiert irgendwas, Das kriegst du irgendwelche Items oder so. Oder vielleicht auch nur ein paar Erfahrungspunkte, dafür wird es kaum lohnen. Die haben alle Speere. Naja gut. Elfenlicht. Oh, scheiß Magiertruppen, ey. Der nur ein Pogativ, das ist mir egal. Silberaxt, Silberschwert. Auch so ein Erzritter, der nur 12 Geschwindigkeit hat. Also. Da ich generell auf eine physische Blockade bei mir hoffe und vor allem setze, markiere ich mal die ganzen Magier. Wo die sind eigentlich relativ egal mehr gerade. So. Jetzt ist halt die Frage, locke ich sie schon an oder ist es noch zu früh dafür? Ich kann schon mal nach vorne gehen. Truppen heilen kann auch nicht schaden. Letzte Purgativ, okay. Purgativ ist down. Okay, dann hier weiter. Sind auch schon alle voll aufgeladen, das gefällt mir. Citrin Beilauf ganz kurz hier rüber. Den Stab nutzen, Rettung, ne, braucht's nicht. Noch ein bisschen angeschlagen, was ist denn hier noch schön? Ja, Baumpurgativ. Das ist natürlich schön. Ich habe eine fliegende Einheit, die können das theoretisch schon mal hier rüber. Was? Wir greifen da an. Der? Nee. Hä? Wer kommt denn da? Och, ernsthaft, die mit dem scheiß Meteor oder was? Ja gut. Sollen sie machen, wenn sie Spaß dran haben. Gibt es ja nicht viele Erfahrungspunkte, aber es könnte reichen. So, was haben wir hier noch schön? Ist natürlich auch was zum Heilen. Wer braucht denn hier? Nier braucht eine Heilung. Krass. So, wir gehen schon nach vorne. Da bin ich echt gespannt. Kann ich hier quasi auf die Brücke ist natürlich doof gesagt, aber kann ich hier blockieren? Zumindest für die Truppen, erstmal die physischen und dann die Magie mache sonst irgendwie platt, oder? Ja, wenn die mit Speeren angreifen, ist auch irgendwie doof. Ich muss mal gucken. Michael Lucina. Ich muss glaube ich am nächsten Mal wieder Sidal mitnehmen, weil es kristallisiert halt schon ein bisschen raus. Hey, du brauchst auf die Faustkämpfe. Da hat immer so von wegen Faustkämpfer, ja, können ein bisschen brechen und so, ja. Aber das Brechen, das ist vor allem bei Bossen und andere mit mir in der Deckung stehen, das ist schon wichtig.
Ich weiß, später Kenntnis nach über 20 Kapiteln. Au! Na scheiße, Sigurd doch schon. Da bekommen jetzt die Truppe nicht. Hä? Okay, schräg. Das ist natürlich hier schon wieder Schattenkrieger, das war nicht beabsichtigt, aber okay. Was ist auf sie hier hin? Chloe ist ja noch, was Magie technisch betrifft, ein bisschen schwierig. Ich überlege gerade irgendwie, ob ich... Also die Frage, je nachdem könnt ihr natürlich da schnell durchswitchen. Aber nee, andererseits würde man ja sagen, ich gehe einfach wieder hier entlang. Natürlich die Kombi, die kann auch ein bisschen was runterholen. Vielleicht ist eine doofe Formulierung, aber es ist so. Sie macht gar keinen Damage, krass. Alter, wie weit kommst du? 13 Bewegung! Was ist denn mit dir falsch, Alter? Junge, schon wieder eine Base. Ui, da muss er mit den Truppen aber ganz weit zurück. Okay, ich mache jetzt gerade einen Quatsch nach dem anderen. Jo, nee. Alles noch nicht mehr ganz knusper. Gut, den zu bewegen ist eine doofe Idee. Ich muss erstmal gucken, wie weit Sigurd da wirklich entlang kommt. Alter Schwede. Dann eine doofe Wahl. Klar könnt ihr das Kapitel jetzt schon beenden, aber wir können die anderen Erfahrungspunkte noch mitnehmen, wenn es geht. So, bis hierhin geht's, Alter Verwalter. Ich glaube, wieder ein bisschen am Arsch können, aber sie ganz kurz hier healen. So. Ja, die Mirai auch ein bisschen. Alter. So, viel Spaß, ne? Also bleibt dabei, ne? Bis Sigurd hier ist, das dauert. Offenbar kommt der gar nicht an. Die Magier hier schon. Die Magier kümmern hier. Ja, aber trotzdem guck mal, ne? Alter Schwede. Das dauert. Rein theoretisch. Ich könnte natürlich jetzt hier einfach immer Chloe nutzen. Mit dem, sag ich jetzt mal, Purgativstab und dazu healen. Aber es gibt ja auch Erfahrungspunkte. Das Problem, was ich dabei habe, ich habe ja so viele Purgativstäbe. Da wäre mir eigentlich Hortensia, Celica in der Kombi lieber. Tatsächlich. Weil sie kann ja mit dem Pflegestab und da spielt es keine Rolle quasi. Korrektur, sie könnte. So, dann kriegen wir noch ein. Also warte mal, Tausch. Kann ich aus dem Lager austauschen? Nö. Wir können einfach mal hier stehen bleiben. Vorrat, Viel Erholung, wa? Das ist nur Reichweite 1, aber dank ihrer eigenen Fähigkeit kommt sie ein bisschen weiter. Das ist natürlich sehr angenehm. Deswegen also ich würde nie Purgativ auf Hortensia spielen, das wäre Verschwendung. So, wir mal hier hin. Jetzt gucken wir mal, wa? Kommen die Magier echt an und nur die Magier und der Rest macht nichts? Jetzt ist natürlich so, wenn ich jetzt den umgekehrten Pfad mache und sage, hey, Sigurd ausgewählt und den Rest hier nicht. Ich meine, ich kann die Mages anlocken, gar kein Thema.
Aber dann nicht so weit, ne? Und ich müsste die Magier quasi sagen, hey, ich habe ja selber einen Magier. Kommt angeritten. Quasi. Muss mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, die Meteorfutz ist da hinten, ne? Mal ein paar Felder weiter zurückgehen. Du weißt nie, wie weit die plötzlich kommen, ne? Siehst du? Ja, ein bisschen müssen wir noch. Wobei, ganz ehrlich. Er ist halt der Speed, nicht, dass wir am Schluss noch doppeln. Das wäre ein bisschen doof. Ja, verloren ausgerüstet, Wir müssen da doppeln, das dauert ein bisschen. Egal. Ja, hier kommt die Phänomobilität von Timiramis zum Zuge. So. Das war hoffentlich das letzte Mal, wo ich jetzt hier abhaue. Wird zumal auch immer schwieriger. So. Was haben wir? Wir haben ein paar Meteortypen. Ich denke mal, die Meteor wären am besten erstmal klein zu kriegen, ne? Eigentlich nicht engagen, aber eine größere Reichweite. Schon cool. Natürlich jetzt halt Nachteil, aber scheiß drauf. Silberdolch, perfekt, das müsste sogar soweit genügen. Timira Ike, Bouger Lin, ihr könnt nochmal engagen, um die da oben auch noch Platz zu kriegen. Ja, Meteor, Elfenlicht. Wenn Meteorfutzi schon wichtig wäre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kommt so oder so nicht näher ran. Und nur noch die hier, mit denen ich theoretisch ja nicht näher rankäme.
Kataklysmus natürlich auch nicht verkehrt, die Fähigkeit generell. Aber wenn schon natürlich der Meteor-Typ jetzt wichtiger wäre. Alter, 100 Punkte. Also, er ist schon heavy. Aber wieso kann Michael da unten noch beistehen? So. Kann man ganz normal angreifen, ne? Muss nicht unbedingt mit Magie sein, es geht ja auch physisch. Geile Werte. Geile Werte, so liebe ich das. Ja, ich habe hier ein Bündnis, darf ich nicht unterschätzen. Dann vielleicht mal ganz kurz gucken, Luki machen. Haben wir hier noch, Fogado, Mikaya kommen natürlich da oben nirgends hin. Dass man ein bisschen noch eine spezielle Abwehr. Ich will auch gerne behalten, deswegen mit dem Silberschwert draufhauen. Der scheiß Doppelballstamm von Michael, ey. Der ist echt krass, muss man zugeben. So. Beim noch warten. Hier. Ah, stimmt, wir können jetzt so direkt angreifen, ne? Nee, das wäre doof. Wir hier noch eine Magier mit Elfenlicht. Jetzt ist halt die Frage, klappt das? Mit Teleport Ragnar? Ja, man tut zu wenig Damage, ja, das war klar. Ich frage mich gerade, gut, der Buch bringt jetzt auch nichts. Ja, das bringt man 10 zu brechen, ne? Kann ich mir die ganze Übung sparen, trotzdem mal ein bisschen näher rangehen natürlich. Ja, und eben der Typ ist langsam und irgendwie jemanden von uns zu killen. Er will natürlich ihm Schaden zufügen, ziemlich sicher. Aber das nehmen wir jetzt auch mal in Kauf. Ja, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich Citri mit Pfeilen nicht zum Angriff genutzt hätte, sondern um Tanzergöttin anzusetzen. Also quasi mit den beiden vormarschieren, dann mit ihr hier hin für Tanzergöttin. Das wäre, glaube ich, effektiver gewesen tatsächlich. So, anderes Problem, nächstes Problem, besser gesagt. Jetzt kommt keiner von denen mehr ran. Aber jetzt echt ernsthaft da hinten. Oh, nö, komm schon. Und noch ein bisschen was Geiles hier machen. Okay, schon wieder. Item von Diamant. Ich werde nochmal einen Zug ab, wenn er nicht kommt, dann muss ich ihn anlocken. Okay, er kommt nicht, scheiße. Hatte ich mir anders erhofft, aber egal. Dann machen wir hier natürlich mal ganz kurz ein Bündnis. Marv haben wir noch nicht im Team, deswegen kann ich mir hier die Kombi-Packung sparen. Also mal so. Ich glaube, jetzt gegen Sigurd versuche ich mal ein bisschen die Kombi-Taktiken. Die es so zwischen den Charakteren gibt, also quasi so zwischen Link zum Beispiel und Hector.
etc. etc. hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Jetzt will ich es mal fokussiert einsetzen. So, machen wir so. Perfekt. So, Digi. Da hat Sigurd aber ordentlich auf die Fresse bekommen, ne, von uns. Aber wieder mal typisch. Sigurd als Endboss schwächer als die beiden anderen. Also, machen wir ihn rund. Was haben wir Schönes? Ike. Ike. Mit Sauen? Why not? Also, Ike, engage. Kumpel, das wird wehtun, wobei der große Item, was man es der hier bringen soll, weiß jetzt gerade auch nicht, will er eigentlich vor allem angreifen. Alter, wie Sigurd gar nichts kann gegen uns. Holy moly. Wir sollen erstmal brechen, ne? Meisterlanze, dann geht immer zu schnell down. Will ich ein bisschen weichen? Ja, das will ich. Gehen wir jetzt mal hier hin. Dann. Am Kataklysmus schon genutzt. Scheibenkleister. Dann war das doof. Chloe Ephraim soll dann auch nochmal zum Zug kommen. Hortensia Celica war keine Kombi. Hier auch nicht. Hier fehlt es ihm auch noch. Hier haben wir noch eine Kombi. Wenn wir ein bisschen näher rangehen, wäre nicht ganz so verkehrt. Aber nur, weil es kann. Armer Sigurd, das hat er eigentlich nicht verdient. Jetzt gehe ich schon ein bisschen sehr hart mit ihm ran. Also ich würde sogar fast schon so weit gehen und sagen, Alfred Hector ist eine bessere Kombi als Alfred mit Sigurd. Auge des Sturms, das ist natürlich das Problem. Ja? Auge des Sturms Plus klingt zwar cool, aber kann damit nichts machen. Aber haben wir es auch mal gemacht. Ich sage, die Kombi mit Byleth und dem Freehouse-Angreif finde ich insofern cooler, weil du eine richtige Animation hast oder alle vier siehst. So ist einfach, aha, kurz aufgeploppt. Denkst du so, ja, kann man machen. Übrigens, wenn wir schon bei Erfahrungspunkten sind, ne? Wo nicht mehr so krass wie auch schon aus Band-Level ab, das ist auch schon mal schön. Diamant Roy, brauche ich euch noch? Ich würde sagen, jo. Oh. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Citrin Byleth. Achso, Tanzer Göttin, ganz vergessen. Warte mal, haben wir noch alles hier? Gut, sie kommen sowieso dahin, das ist kein Problem, gut. Ich glaube, Yuna Khalif lasse ich jetzt mal noch ein bisschen. Klar, gutes Bandlevel und so, aber ich will vor allem Chloe und Ephraim noch ein bisschen machen. Das heißt, ich packe ihn mal hier hin. Mache hier mal kurz den Tanz. Mann. Den Tanz der Göttin. So. Ich nehme die Kombi mit Roy, finde ich immer so geil bei Diamant. Silberklinge, aber durchaus guten Damage.
Aber ist eigentlich bei ihm, nehme ich mal Wunder, eigentlich die Stärke abhängig vom Flammender Löwe. Nur Schwert. Level plus 5. Wobei ich frage, was bringt das? Jetzt hat Level 18 statt Level 13. Und deswegen die Werte auch ein bisschen höher, ich glaube schon, ne? Aber nicht sehr viel. Egal. Dann habe ich gerade in der Kombi mit Erika. Er hatte mir vorhin schon, ich mache jetzt mal mit Ephraim. Also beziehungsweise, naja. Hä? Moment. Chloe, Ephraim. Dann mache ich Ding hier dort mit Erika oder was? Okay. Ich dachte eigentlich, mit Ephraim selber geht nicht. Bündnis. Ja, schade. Also wenn wir einen Zwillingsschlag machen, der ist halt immer ein bisschen anders. Als ich mir gerade gedacht hätte. Rapier, Windschwert. Ja, Rapier ist schon cool. Ja, der kann einen Zwillingsschlag auch mal mit Ephraim machen. Also quasi, dass ich mit Ephraim ein Engage angehe und dann Erika als der Zwilling ist. Freunde, wir haben es geschafft, hey. Ohne Verluste. Natürlich nicht alle jetzt platt bekommen, das stimmt schon. Aber wenn natürlich Sigurd auf uns zumarschiert kommt, was willst du machen? Ihn einsperren wäre eine Option. Ich meine, wäre schwach genug gewesen. Das hätte man machen können. Einfach 4 starke Charaktere einzwängen, wie auch immer. Den Rest nach vorne stürmen und den Rest platt machen. Sigurd hatte also einen Sohn. Kann es sein, dass das Final Spiel, in dem Fall 4, also Genealogy of Holy War, oder wie immer das heißt, mit Sigurd, dass das erste Final Spiel eben mit so Nachkommen war, mit denen man aber auch spielen konnte? Also das, was eigentlich seit Final Awakening ein bisschen Standard war. Also was heißt Standard? Das gab es dann, bei Awakening gab es, bei Fates gab es das, bei Free House gab es das nicht. Aber da hatten wir andere Gründe dafür. Dafür, dass er mit der Heirat, das ist ja auch seit Awakening so eine Sache. Das mit den Kindern. So, ich weiß natürlich auch, ich muss nicht mit ihm reden, ich tue es trotzdem gerne. So. Freunde. Also. Ich würde sagen, für die Rest der Folge, jetzt haben wir, was haben wir? 29, wäre fast schon mal eine normale Folgenlänge. Ja, vielleicht liegen noch 1, 2 Gespräche drin, wenn wir nachher zurück in Somniel sind. Neben vieles andere dann kann ich wieder eine nächste Folge, bis zur nächsten Folge offscreen machen. Wir werden dann nächste Folge hoffentlich relativ zügig dann schon mit dem DLC beginnen. Also DLC, dem Kapitel, mit dem von Veronica. Und nachdem ist halt die Frage nach, wenn noch eine Sidequest, also sprich vielleicht das von Roy als Beispiel. Oder wartet damit erstmal noch und machen die Hauptstory weiter. Das ist halt ein bisschen hin und her. Einerseits denke ich mir dann so, vielleicht im Nachhinein,
Von wegen, hätte doch bloß die Sidequests früher gemacht, weil er dann die Wandlevel früher aufs Maximum erhöhen konnte und so. Andererseits, ja, denkt man auch irgendwie so, kann auch ein bisschen langweilig werden. Und die Hauptsache darunter leidet. Und die ganzen Katzen- oder Tiere-Mini weiß ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, es ist mehr für die Belohnungen. Die Achievements quasi. Weil wir haben sowieso nur Hunde draußen stehen, ne? Was ja auch seinen Grund hat. Okay. Wir haben alles. Ich glaube schon, sonst auch egal. Ab nach Somniel. Bandfragmente, sehr gut. Vielleicht aufs wieder mal ein bisschen Bandfragmente farmen beim Angeln. Ich muss mal gucken. Ich glaube, das mache ich ein bisschen abhängig davon, wie sehr ich noch unser Bandlevel erhöhen möchte. Gerade so bei Charakteren, wie wir es bei Junaka oder auch Chloe aktuell haben. Übrigens, Chloe mit Erika oder auch Junaka mit Lee finde ich eine ganz geile Kombi. Kann man so machen. Ich bin noch nicht so überzeugt von so Kombis wie Ivy mit Zoen. Da haben noch irgendwie so, weil man denkt, Aber ich werde sowieso oft noch mal ein bisschen gucken, ob man dann was anderes noch irgendwie machen könnte, was gut passen würde. 5000, ne? Das sind noch mal viele. Aber wieder was im Brunnen. Jo. Und du laut direkt mal hin. Schnell, schnell. Der scheiß Brunnen. Ja, hier. Itemwand. Wieder mal irgendwie Scheiß-Items bekommen, ne? Eine Bitterklinge, die kein Mensch braucht. Plus 1 lasse ich jetzt mal noch. Da haben wir ein Leichtschwert, Eisenschwert. Ja, das Ding ist auch Müll. Tomahawk Krieger soll man noch lassen. War noch was Cooles hier rein, ne? Nehmen wir noch eine Stahlaxt. So. Gibt wohl nicht viel, aber hey. Und er hat einen Tipp bekommen, mit den Status-Items noch zu warten. Aus dem Grund, da wir offenbar, obwohl wir schon relativ weit in der Story sind, immer noch Charaktere nachbekommen. Gut, sagen wir ehrlich, nach den letzten Kapiteln, die wir hatten in der Hauptstory, können wir uns zumindest einen Charakter noch denken, der dazu kommt. Und eigentlich sogar noch einen zweiten, wenn wir ehrlich sind. Ups. So. Und das soweit gemacht mit den Emblemen. Da war jetzt wieder so ein Thema Diamant Roy oder wieder Diamant of Sigurd. Ich würde schon sagen, aktuell, eben aufgrund des Bandlevels, weil ich da momentan nicht weiterkomme. Bei Sigurd allerdings schon. Wann hatten jetzt eigentlich noch alles so? Starkes Band, Treffer, Kanter Plus, ja, 3 Felder weit bewegen. Oh, ist heavy. Lanzenkraft. Türfing, ein Emblem, Sigurd verlat Resistenz plus 5. Das sehe ich aber tatsächlich eher bei Alfred, wenn ich ehrlich sein darf. Typische Energie, Treffer plus 30. Das war immer cool. Was? Verleiht Angriff plus 1 im ersten Angriff des Kampfes für jedes Feld, über das sich die Einheit vor dem Angriff bewegt hat. Das ist natürlich die Frage, was heißt erster Angriff? Heißt erster Angriff eines Zugs quasi? Also jetzt quasi, wenn ich wieder an der Reihe bin, sage, okay, ich greife jetzt zuerst mit dem Charakter an, der Sigurd ausgerüstet hat und kriege dann diesen Bonus, oder aber gilt es wirklich nur einmal im ganzen Kapitel, also ja, doch im ganzen Kapitel. Dann wäre es eher ein bisschen wenig. Diamant hat FP nur 352, dann gerade sehr viel. Ich überlege ehrlich gesagt, ob ich mal mit Hector, also beziehungsweise mit Alfred tauschen soll. Denn er kann für einen Vollangriff ausführen, der Gegner nicht nur Schwert, Axt. Das sind halt Waffen, die Diamant alle beide hat. Wolfbeil.
Und solche Dinge hat er momentan gerade nicht, wäre natürlich auch cool. Stärke Verteidigung plus 1 dazu. Dann die ganzen Dinge noch. Axtfertigkeit, gut, natürlich nicht viel. Gerade aktuell nicht. Ein Runenschwert. Ist natürlich ein magisches Schwert, bringt jetzt bei dir mal nicht viel, bringt wirklich eher was bei Alfred. Obwohl. Hat eine Power von 12, wir haben 6 Magie, gibt 18. Der Gegner nicht viel Resistenz hat, nicht noch doppeln könnte. Wäre es eine Option. Mit Donner erfüllte Achsen-Emblem Hector, ist aber keine magische Ding, oder? Hm. Starke Verteidigung. Ja, Defense. Ich meine, Sigurd selbst nicht unbedingt, sag jetzt mal, eine magische Waffe. Mehr Resistenz wäre natürlich jetzt für Alfred auch cool. Kanter Plus, generell mal Kanter erben. Ich meine, FP hat da eigentlich genug, man könnte es mal versuchen, tatsächlich. Oder ich warte tatsächlich, bis ich mal genug Punkte für Kanter Plus habe. Da muss man noch ein bisschen gucken, Freunde. Ob ich da eben die Embleme von Alfred und die man noch abtausche. Aber mach es auch mal so schnell. Mit Sigurd, passt doch. Jo, neben da Chloe, Erika und Duna Khalif gefiel mir jetzt sehr gut. Da kann man durchaus weitermachen. Enzyklopädie, Unterstützung. Oh, neue Gespräch. Oder wird gerade lustig. Hier aber nichts. Okay, machen wir erst mal. Was hat die Zeit? Die Zeit. Ich weiß nur 2 Gespräche, weil das ja genau sein lassen. Und trotzdem schon auf Rang A. Timira Fogado, komm, machen wir Geschwister. Geschwisterliebe, passt doch. 姉さん、これで問題解決だよ。どうしたの、フォガート。問題なんて何かあったっけ？はい、これどうぞ。俺が夜鍋して作ったんだからね。ぬいぐるみ？しかもこれはひょっとしてフォガートの形をしたぬいぐるみだ。大正解。これで姉さんと俺はいつでも一緒だよ。もう俺が城を離れていてもこのぬいぐるみが姉さんのそばにいるからね。そしていつだって俺の代わりに姉さんを守ってくれるから。フォガート、いくら私が前向きな性格だからってぬいぐるみが守ってくれるとは思えないわ。それに悪いけどこのぬいぐるみあんまりフォガートに似てないし、全然あなたの代わりになんてならないよ。やっぱりでも一生懸命作ったのにな。だからね、代わりになんかならないから、これからはソロムにいる時ももう少し頻繁に帰ってきて。私たちは国を守る王族の前に家族でもあるんだから。姉さん、分かったよ。これからは家族との時間も大切にしよう。ありがとう、フォガート。で、そのぬいぐるみはいらない感じ？いる。これはこれで大切にするの。ありがとう、姉さん。Rang A, das Maximum. Sind wir mal ein Gespräch. Also Louis, Junaka machen wir dann das nächste Mal. Ich glaube, das passt soweit. Zeit haben wir morgen. Sind noch ein bisschen Geld mit Bandfragmente. Jo. Ich würde sagen, wir beenden an der Stelle die Folge. Ich werde, wie gesagt, trotzdem noch ein bisschen rumlatschen hier, um noch diese Items, die auf dem Bodending einzusammeln. Wie gehabt natürlich auch mit Zombie noch ein bisschen spielen, ne, ihn füttern, damit er da wieder ein bisschen steigt. Und dann eventuell in der nächsten Folge noch ein bisschen angeln gehen, bin aber noch nicht so sicher. Vielleicht, ich mache mal ein bisschen was anderes. Oder ich gucke mal in den Emblemen, ein bisschen was anderes machen will. Oder mal für so sein lasse. Ich gucke, glaube ich, aber sicher mal noch, ob wir noch irgendwelche neuen Stäbe haben. Weil, also Pogativ und so geht langsam sicher mal zu Ende. Das ist natürlich schon ein bisschen schade drum. Ich glaube, ich habe da nicht mehr so viel.
Also noch ein Pugativ, sonst haben wir da nichts mehr. Da müssen wir ein bisschen gucken. Aber sogar einen Fortschrittsstab nehmen. Ich meine, da könnte sogar bei Fogado selber funktionieren, ne? Also der Anwender auf ein anderes Feld teleportiert. Da ist, geh schnell irgendwo hin, greif an. Bewegen wir wieder weg oder was? Ich habe ja Kanter. Ne, der hat keinen Kanter. Glaube ich auch nicht, dafür hat die Sternkugel. Die ja schon ein bisschen was gebracht haben, ne? Wir werden sehen, Freunde. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Hier zurück bei Fire Emblem Engage. Das nächste Mal aber wieder. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.